Mijn Name is Wilma Thijs en we willen ons dat 25. Port lezen uit het boek Levende Spraak, wat Dr. Emerson geschreven heeft. Wanneer dat einfach niet schafft, wat dan? Wat is die grootste angst an der Ehe? Als ein Mann ist die grootste Angst nicht, dass du wirst Leib antreiben in die früh wird die verachten? Mit den Götter Wellen wirst du seinen nur upsennen, verständlich und treu zu sein, frei zu merken und erhöht zu schätzen, und dann wird sie dann nach Respekt bleiben. Als ne früh ist die grootste Angst nicht, dass du wirst die Respekt antreiben, in die man wird leiflöser sein als jemals. Du hast Respekt gelehrt, so als ne fremde Sprache, sein Verlangen zu schaffen, zu beschützen und versorgen, zu dienen und leiden, und die seine Ansicht zu geben, hast du gelehrt zu schätzen. Du hast auch geprüft, ein schöner Freund zu sein, zu ihm, und ihm mehr Sex zu geben. Und mit all das bleibt er danach leiflos. Am Götterglauben denkst du dort erste los, so als der Erwachsene, aber den Partner ändert nicht. Als Jesus von der Trübsal in Prüfen redet, wo der Glaubende leicht wird machen durchgehen für ihn, sieht er in Matthäus 10, Vers 36, dass ein Mensch seine Feind worden ist in einem Haushalt sein. Für die, falls sich dort vielleicht krank so aus das, sollst du dann noch einfach sagen, das läuft in der Sprache, denk schaff nicht. Wenn du bedingungslos läufst oder respekt, dann gehst du Gott in seinen Willen für dich heran. Zu guter Letzt hat dein Partner in deine Augen nichts mehr zu tun. Du weißt bloß einfach, dass du gehorsam bist und Vertrauen hast, auch für das Angesicht von einer Frau, die nicht zu leben ist, oder ein Mann, der nicht zu respektieren ist. Bedingungslose Liebe und bedingungsloser Respekt wird belohnt worden. Ich nenne das belohnende Rat. Jesus sagt, wenn die gut sind, die Jünd gut sind, wie können die mit einem Lohn rechnen? Matthäus 4, Vers 46. Jesus kann haben die getrubbelte Eiche am Sinn gehört haben, als er das sein dort. Ich glaube, Paulus hat auch jene Eiche am Sinn, als er Epheser 6, Vers 7 bis 8 abschrieben dort. Deint von Horten, als wenn die den Herrn deinen, und nicht Menschen. Das soll je weiten. Das Gute, was die dönen, wird der Herr belohnen, und dönt auf die Sklaven oder freie Menschen sind. Gerade hier redet Paulus von was Sklaven ihre Meister dönen können, aber merkt dort, er ab den Eng sagt, dort ist für freie auch gemeint. Andere wird, diese Idee ist für alle Gläubende. Wenn wir ein paar Fahrer streichen, sitzt du am det Brücken, wenn dort bei Kenia in ihre Eltern kommt. Wie seine dort im Epheser Kapitel 6 von 1 bis 4. Und auch Mana in Frühs, Epheser 5, 22 bis 23. Paulus sagt, hier wird immer wie sie dönen aus zu Gott, wo wir von Gott kriegen. Und der Ehe teilt alles, was du das, auch wenn dein Partner die nicht macht. Deine Leute sehen einerlei aus sie respekten det. Respekt sehen einerlei aus sie leben det. Als ich gerade anfang, diese Wahrheit für die Ehe zu predigen, wusste ich nicht genau, wie Menschen das annehmen würden. Staunend, viele nahmen diese Botschaft von dort belohnende Rat mit offenen Armen ab. Die sich hoffnungslos fühlen, vernehmen die Wahrheit, dass Gott dort regnet, was sie tun, nicht als vergisst. Dies Gedanken merkt nicht bloß, die euch lebendig, wo du Trouble habt, oder schwor sind, aber dort habt auch die gute euch. Dort die Prinzip und dort belohnende Rat als kragse sei für eine gute Ehe als für eine, wo du nicht so gut ist, oder ganz kaputt ist. Wirklich sollen alle Männer in frühest Leib in der Prinzipien üben. Dort erste und dort wichtigste einfach zum Christus gehorsam sein. Wenn sie nicht tun, dann ist dort leicht anfangen, größt zu werden mit unsere gute Ehe. Alle Ehepaare müssen abpassen. Die du glauben, sei stonen, können leicht fallen. Alle Ehes, die kommen scheinbar von der Länge, und dann wird einmal der Räder fallen los. Wenn wir unsere Augen von Christus wegdrehen, oder unsere Augen verhebt scheinbar auf Christus saten, dann will wir absond, und wenn der Sturm kommt, können wir mitgeritten worden, so ist das sein, der in Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Noch eingenotten wird der gute Ehe ut dort belohnende Rat kriegt, als dort die verstehen können, wie sie gegen einander sie behandeln als die Dönen. Und dort die Dollerei sind, die leibende Respekt Verbindung zu anderen Ehe zu erklären.
En wann andere Poren der leibende Sparkverbindung lehren, so viel grater waren die Belohnungen. Was sind die Belohnungen? Wir kriegen Wort von die hier auf der Erde, aber wir kriegen ein unglaubliches, größer Lohn am Himmel. Jesus merkt uns reut, damit wir waren ein Tag hören können. Du hast gut getan. Er will sagen, du Gouda, true Knecht, du hast gut getan. Du bist über wenig true warst, ich wurde über viel sagen. Go in Friede mit deinen Herrn. Nur Matthäus 25, Vers 21. Hast du mal angedacht, was dort wird meinen? Friede mit den Herrn mit? Nimm teil an den Herrn seine Friede. Dort wird Friede ohne Moten sein. Denk an den Tag, als du uit de Schule gingst und nicht mehr brugst die Schule gehen. An deinen Kassensdag. An einen Geburtstag. Den Kind sein Geburtstag. Sommerferien, als die mal mit einer höheren Position gegeben wird an der Arbeit, gute Tiden mit Freunden, gelobt worden von den Eltern, alle Familienglieder nach Christus leiden, gute Gesundheit. Was, wenn du jede Stunde und jeder Tag die geradste Herrlichkeit und Friede von all diesen Dingen teilgenommen beleben kannst? Erkannt, dort wenn du teilnimmst an den Herrn seine Friede, dort wird Trillionen mal grater und besser sein. Wie wirst du die fühlen, wenn du den ersten Friedensmoment ohne eng beleben wirst? Denk dir dort nach, als du die wird ganz besonders zu Weihnachten wünschen deitst, und deine Eltern würden die nicht sein, als du das wirst kriegen oder nicht. Du kannst nur staunen, und dann kam Weihnachten Samariens. Der Geschenk geworden verteilt, und du kriegst den ersehnten, gewünschten Geschenk. Wow, das spielt sich ein Wunder, nicht? Oder stell dir vor, eine Frau, die überrascht ist mit diesen Schmacken von ihr, was sie sich all so lange gewünscht hat. Und das Ausdruck, wow, der hielt sich so schön. Hier ist noch eine Geschichte. Als ich in New York zu einer Gruppe Wall Street Geld geschafft Männer reden deut, frug ich, als irgendwer durch so eine wunderbare Erfahrung gehabt hat, wo er einfach sagt, wow. Ein Mann sagt, jo, als ich mein erstes Mal ein Scheck von so viel Geld bovenaan kriegen deut, ich schlug schwor und dann sagt ich, jo, das gäfte ich deut. Erkennst du dort die geradste, wow, Erfahrung in dein Leben als für die, der Herr kickt Säuer und hat am Sinn die zu belohnen. 1. Korinther Kapitel 4, Vers 5. Dann wird jeder von Gott gelobt worden. Zum am Denkhöhlen, was am Kommen ist, weil wir uns Epheser Kapitel 6, Vers 7 bis 8 auswendig lernen. Dort gewissenhaft dort, was die glauben, dort Gott gefallen wird. Das soll je weiten, dort Gute wird je dönen, was der Herr ihn belohnen, und dort auf die Sklaven oder freie Menschen sind. Stell dir vor, wer dort loten wird von Christen noch hech vorn am Himmel und für Jesus Christus stohnen worden. Zu einem Mann sagt er, du hast Gott getan, du hast die Leib angetragen zu deiner respektlose Frau. Nu wirst du jeder leibtolle Ding kriegen, was du an Ar getan hast. Zu einer Frau sagt er, du hast Gott getan, du hast die Respekt angetragen zu deinem leiblosen Mann. Kijkt wie du dort deutst. Nu wirst du ein Lohn kriegen für jeder respektvolle Tod. Das nächste wisst Jesus die, dort du in eine Stadt nennen kannst, der heißt Paradies. In Lukas Kapitel 23, Vers 43. Und er hat die Sache an sein himmlisches Recht gebracht. In 2. Timotheus 4, Vers 18. Wie mit Jesus taub du nennen hobst du allmäß, seine heilige Gefühl aus die ankommt. Er hat die äußerlich in ein große Friede für sich angestellt. Er ist herrlich. Judas Kapitel 24. Den Moment, ohne angedacht, sitzt ein Geschenk mit so großer Wert, dass du hastig und heilig seist. Wow. Wo du sitzt, als Sünd, als du niemals wirst haben können verstellen. Hastig, krag du, kommt Leib und Herrlichkeit über die. Du bist direkt in Herrlichkeit und wirst keinmal verloren. Kolosser 3, Vers 4. Prüfen der Himmel zu beschreiben als Prüfen, dort Unbeschriebliche zu beschreiben. Sogar Paulus kann bloß sagen, dort uns schworet, verschafft ans Wort,
wat über alle Moten heilig sein wird und für immer bleiben. Ne 2. Korinther 4, Vers 17, auch Römer 8, Vers 18. Nu will wir 3 gehen nach Matthäus 25, Vers 21. Du bist über wenig treu warst. Was würden einige von den Dingen sein, was er wenig nannt? Dat meint doch genau auch so eine Dinge, als Paulus so klar in Epheser Kapitel 5 beschrieben wird. Frühes Gott sein. Mana achten, das ist Vers 33. Wenn du die entscheidest, den Partner zu leben oder zu respektieren, der Interesse ist ohne ein. Jesus bietet dir ein guter Handel an, der ein paar Dinge auf der Erde und das Leben in Krieg, viele Dinge für ewig im Himmel. Was Gott wichtig ist wichtig. Zu der Welt macht dort keinen Sinn merken, dass eine Frau sich mit Respekt und Treiben zu einem Mann, der durch hart und leiblos ist. Dort merkt es keinen Sinn für einen Mann, sich Leib und Treiben zu einer respektlosen Frau, der ihn verachten wird. Aber zu Gott merkt das Sinn. Das scheinbar fruchtlose Anstrengen ist Gott wichtig, wenn das ist sein Dienst, als er belohnen wird. Was für Gott Weisheit ist für die Welt Ansehen. Sie sagt uns dort in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 19. Der heilige Erdebeter worden an eine goldene Kamm taub zu hüllen. Offenbarung 4, Vers 8. Der Herr hält irgendwo die Rechnung klar. So als Paulus sagt, dort Gute wird je tun, wird der Herr ihn belohnen. Epheser 6, Vers 8. Gott seine himmlische Einrichtung ist angestellt und dort ist Abrechnung. Die Becher waren abgemerkt worden in allem, was gerecht nur was sie getan haben, nach Offenbarung 20, Vers 12. Merkt ich hier irgendwo so einen Eindruck, dass wir uns der Rettung verdienen müssen? Unbedingt nicht. Paulus sagt ganz klar, dass wir genau durch Glauben gerettet wurden, dass es ein Geschenk von Gott, nicht ut Worten. Epheser Kapitel 2, Vers 8 und 9. Aber kiek in Epheser 2, Vers 10. Wir sollen die gute Worte tun, die Gott all geplant hat für uns. Wieso? Nicht den Herrn gewinnen oder irgendwo ein Kleinbett für die Rechnung tun, aber einfach dem Arm gefallen. Und wenn wir Arm gefallen, belohnt er uns. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 11 bis 15 sagt Paulus die Rettung in den Lohn klar ein. Jeder Gläubige soll vorsichtig auf den einzigen wahren Grund Jesus Christus bauen. Auf diesem Grund kann mit Gold, Silber, Dierensteine, Halt, Heu oder Stroh gebaut werden. Aber jedem seine Arbeit wird für kommen. Der Gerichtstag wird dort klar merken, was bleiben wird, bis der Tag kommt mit 4. Der steht 4 wird sich wiesen, von welcher Sorte jedem seine Arbeit wir. Und wenn dort, was auf den Grund gebaut ist, der 4 Probe bestanden wird der Jan ja Lohn kriegen. Wenn aber irgendwem sein Werk verbrennen wird, dann wird er Schulden leiden. Er selbst aber wird gerettet worden, aber mal Rose aus dem Vieh geretten. Vers 12 bis 15. Gewisse sagen, Lohn ist nicht wichtig, aber Jesus sagt, komm bald und hab meinen Lohn mit, einen jedem Donner zu geben, was seine Worte gewahr sind, auf Offenbarung 22, Vers 12. Wort von uns mochten versucht worden zu sein, ich sie nicht besorgt über den Lohn. Ich will bloß den Herrn folgen und Bett im Himmel kommen. Aber denk für einen Moment, wenn Christus sagt, er hat am Sinn, die zu belohnen, dann wer bist du, dass du sein kannst, dass das mir nicht ist? Du hast eine gewisse falsche Demut an dir sei. Oh, Lohn ist nicht wichtig. Lohn ist wichtig. Wenn Jesus stellt, den Fair ist wichtig. Ich glaube nicht, dass dort weiß ist, dass einer sich aneinig abstellt gegen Gottes Sinn. Jo, der Lohn lügt. Nicht ist vergebens, was wir tun. Der Herr kickt mit großem Interessen. Ein Mann, der seine Früh läuft, so aus Christus, der Kirche läuft. Und der Früh, der Mann Respekt, so aus dem Herrn, waren durch die Ewigkeit belohnt worden. Nach Epheser Kapitel 4, Vers 22 und 23. Dort hat mit die in Jesus Christus zu tun. Nur dort ich all über 25 Jahre Ehepaaren Rot gegeben habe,
in live in der Sprachkonferenzen angelegt habe ich festgestellt, dass wir haben in unserer christlichen Welt nicht eine Ehe vor, wir haben eine Glaubensje vor. Der Punkt ist, wir müssen alle diese eine Frage beantworten. Glaub ich oder glaub ich nicht, was Jesus selbst sagt? Der ganze Punkt ist, dass du kannst wirklich nicht live in der Sprache dienen, anders als zu Christus. Und wenn du zweifelst über Christus, wenn er nicht wirklich der Herr ist über dein Leben, dann wird das nicht schaffen. Viele Männer in frühes Motten bei den Punkt kommen, wo sie sagen, Herr, ich glaube, halt meinen Anglauben. Ich will die nur folgen, und ich will dit dienen, so als zu dir. Nur Markus 9, Vers 24, Epheser Kapitel 6, Vers 7 bis 8. Eine Frau, die dit ansagt, schreibt sie dit. Te eine Zeit stel ich mich aufwärend ab und leut mich beledigen von Mana. Nu habe ich gelehrt, dass ich bei Christus alles kriegen kann, dass ich angenommen sie, dass ich sicher sie, dass ich ein Wirt habe der Christus. Das hat nicht mit mir zu tun, das hat ganz mit ihm zu tun. Ich habe nichts, was ich irgendwem beweisen muss. Ich kann nur geloten sein, in den Heiligen Geist loten und mich in durch mich arbeiten. Jo, du waren Titen sein, wann du verspielen wirst, aber Sprecher 25, Vers 16 sagt es dit. Wenn ein Gerechter auch 7-mal fällt, steht er immer weiter ab. Keiner kann vollkommen leben und keiner kann vollkommen respekten. Aber wenn wir das so tun als der Christus, wo wir vielleicht fallen, aber wir können abstoßen. Der Unterschied zwischen erfolgreichen Paaren und unerfolgreichen Paaren ist dort, erfolgreiche blieben beim immer weiter abstoßen und blieben beim mit den Troubles schaffen. Unerfolgreiche Paaren wollen dort Leicht haben. Sie wollen dort nu haben. Sie wollen ihre Bedürfnisse erfüllt haben. Sie wollen nicht Streit. Sie wollen bloß alles schaftig haben. Das war ich von denken, als ein klares Bild von mir halb gewassen sein. Der erwachsene Mann steht zu. Ich deut lang nicht reich. Ich wie reich. Ich wie weiter leiflos. Ich hab Troubles, die ich ändern muss. Und der erwachsene Frau sagt, weißt du, ich veran ihr die immer weiter und sie respektlos. Ich denk immer weiter, das hat bloß mit Leute tun. Ich kann nicht mal das einfache Wort Respekt behüllen. Und ab ernst, eine Frau fragt mir einmal, was ist das Wort nochmal weiter? Ich seh, das ist Respekt. Sie sagt, oh jo, das ist es. Zum Glück sind da viele Frühs, die das Wort Respekt lehren und anwenden. Eine Frau wird an ihr Mann, der nicht gerat wird, lebt und eingebracht und ihr Respekt für ihn stücksrauf. Luther hei nu Christus, sie vereinten sich und hei prüft nu an der Stellung als geistlicher Lehrer am Heim nennt zu wissen und sie prüft der beste Frau zu sein, was möglich ist. Sie haben noch ein langer Weg zu kommen, aber sie kommen fair Weg. Und sie schrift es dit. Dort ist leichter für mich, mein Mann zu respektieren und gehorsam zu Gott, als dort er sich unbedingt respektvoll verhält. Dankeschön für mich wiesen, wie verletzbar ein Mann innerlich kann sein. Ich habe niemals erkannt, wie sehr sein Selbstwert als euer Mann und seine Frau ihr Respekt hängen wird. Ich habe an diesen Wert gedacht, wann ein Streit will anfangen. Etliche Mal mit größter Fleet anwenden, respektvoll zu reden, anstatt meine Gefühle notzugehen, habe ich könnt beledende Gefühle und harte Wert zwischen uns aufhüllen. Hier ist noch eine Geschichte von einer Frau. Ihr Mann, der hat missbraucht, mit Reden und auch mit Schlunen. Wat ik ganz verdammt als Boys en dringend sie, seine Frau soll Schutz und Halt suchen. Sie wird Tränen arm gegangen, als er Buße getan hat. Nu hat sie erkannt, dass sie ihm nicht ganz vergiftet hat und dass sie ihm sicher nicht Respekt bewiesen hat. Als sie unsere Schriften gefangen hat, fing sie an, ihm zu respektieren, meistens mit still und respektvoll bleiben und steht streiten. Ihr Verhältnis verbessert sich. Gott in sei Sachsestet. Mein Verlangen am Hort ist, dass ich meinen Mann, wo für Christus gewinnen, mit respektvoll sein.
Ik moet thuisstonen, ik moet watergeven, even gewasset van die leer, aber dat is op de Bibel gegrond, en de Heilige Geest wies me immer water we, gehen on, verachterisch, ongehoorzaam, enzovoort ik zie. Ik vrouw dem Herrn immer water nur Kraft, die Ideen aan te wenden, en hij is zo trouw. Herr, wanneer heb ik die gefeit, dat beloonende raad wordt die lijf en eer voor Christus lijf merken biem dat du die partner lijf in de spraak gafst, zo als Christus. En de geschichte van dat laatste gerecht, naar Matthäus 25, vers 31 bis 46, vrouwen de gerechte. Herr, wanneer sah wie die hungrig en juiven die te eten, oder durstig en juiven die te drinken, oder wo traf wie die aus einen Fremden en nehmen die ab, oder nöchtig en juiven die Kleider, wo sah wie die krank oder festgenommen en besuchten die, vers 37 bis 39, en de König jeft de gerechte te antwoord, ik sah junt de Wahrheit, wat je für den geringsten van mijn Brüder gedonen haben, dat habt je an mij gedonen, vers 40. Du ist ein Hauptprinzip, was wir aus dieser Geschichte nehmen können. Was immer ich zu meinem Partner tue ich zu Christus auch. Ein Mann seine bedingungslose Läuft zu seiner Frau wie seine Läuft für Christus. Der Mann, der Gott läuft, soll auch seine Frau läufen. Wenn du deine Frau nicht läufst, dann musst du dich selbst fragen, läuft ich wirklich Jesus Christus? Eine Frau, bedingungsloser Respekt zu ihrem Mann, beweist ihre Ehe zu Christus. In Epheser Kapitel 5, 21 bis 22, Epheser Kapitel 6, von 6 bis 7. Der Frau, der Gott respekt, soll ihr Mann respekten. Wenn du den Mann nicht respektst, dann musst du dich selbst fragen, lebe ich wirklich Jesus Christus? Für Mann und Frau ist der Beschluss überein. Wenn nu de Dödes abstonden worden, wem seine Früh wird sie sein, willst der haben alle 7 te früh gehört. Jesus sagte an, je nicht wen, willst die nicht die Schrift auch nicht Gott seine Kraft kennen, wann die vom Död abstonden worden, die nicht frieren und sich auch nicht befrieren. Dann waren sie seinen aus der Engel am Himmel, nur Markus 12, Vers 23 bis 25. Zu guter Letzt haft deine Eue nichts mit den Partner zu tun, dort haft ganz mit zu tun mit dem Verhältnis mit Christus. Nee, du wirst dort nicht einmal treffen, vollkommen zu leben oder respekten, aber das meint nicht, dass du Christus nicht leben ist. Nee, wirklich, deine Leben für Christus ist, was die Wahrheit am Gonen bringt. Du des Buße und bekennst und erkennst, dass du forderst nicht, dass dein Partner all deine Bedürfnisse erfüllen wird. Aber zu guter Letzt, was immer du an Leib oder Respekt zu deinem Partner des, ist nicht um den Partner driven vom verreckten Draht drauf zu kommen, und dort ist auch nicht um den Partner driven, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Zu guter Letzt, dass du Leib und Respekt üben, wenn hinter dein Partner sitzt Jesus Christus, und du stellst dir den Moment vor, wenn du für ihre Armstunden wirst am Gerecht, und erkennst, dass deine Ehe wie wirklich Bereitschaft in eine Probe zum deine Leib und deine Ehe für den Herrn deutlich merken und bewiesen. Passt ab, dass die dort nicht verlieren, wofür wir gearbeitet haben. Die sollen den vollen Lohn kriegen, nur 2. Johannes Kapitel 1, Vers 8. Ich verteile mit meinen Freund, der B-Präsident wie an ein großer Television Network. Als er diese Lehre hielt, über das belohnende Rat, sagt er, wer haft dort nicht mit meinem Partner zu tun, haft dort? Dort haft mit mir und Jesus Christus zu tun. Das habe ich niemals gehört. Mein Freund ist ein Christ, aber er hat keinmal klar verstanden, dass dort nicht mit ihm in seine Früh zu tun hat. Dort hat mit ihm in seinen Herrn zu tun. Aber du hast noch mehr zu das belohnende Rat. Du hast das ganze Ding, dass du heute erwachsen sein, wahre innerliche Freiheit haben in Christus und was du von überschlägt, dass du ein Vorbild bist zu deinen Kindern und andere Raum die besonders deinen Partner. Nur das lernen, wo wir in das nächste Kapitel nachchecken.